Hi, grüß euch und Servus. Ich versuche eine neue Serie zu starten. Und zwar geht's um die Filmgeschichte. Finde ich ein sehr spannendes Thema, denn wir alle, welche heute kleine YouTube-Filme aufnehmen und veröffentlichen, werden in dieser Serie Gemeinsamkeiten erkennen, die schon knapp 150 Jahren bei den Videografen gegeben hat. Angefangen von kreativen Ideen, teurer Technik, Geld verdienen mit seinen Werken und die Wirren der instabilen Welt damals. Ich nehme euch mit auf eine kleine Serie über Georges Méliès, ein Vorreiter in der Filmemacherei und Erfinder. Und ich garantiere euch, es wird richtig spannend auf dieser Reise in die Vergangenheit, wo alles entstand, was wir heute als normal betrachten. Die ersten Folgen, also die erste Folge etwas ausführlicher, klar, dass wir eine Basis haben, wer das eigentlich war, um die Faszination dieses Menschen verstehen zu können. Ein komplettes Bergauf, Bergab in seiner Filmemacherei. Sehr spannend, zum Schluss auch ein wenig traurig. Im Anschluss zeige ich euch auch seinen ersten Film. Hier geht es um ein Kartenspiel. Besetzung war, wie es heute bei uns kleinen YouTubern auch ist, die komplette Familie. Und dann zeige ich euch noch einen Film. Da geht es um Köpfe und zeigt, wie kreativ damals schon Menschen waren und wie das technisch umsetzbar war. Georges Méliès ist am 8. Dezember 1861 in Paris geboren und ist im Januar 1938 auch in Paris gestorben. Er war ein französischer Illusionist, Theaterbesitzer, Filmpionier und Filmregisseur. Méliès zählte zu den Pionieren der Filmgeschichte und galt als Erfinder des narrativen Films und der Stop-Motion-Filmtechnik. Marie-Georges Jean Méliès, dritter Sohn des wohlhabenden Schuhfabrikanten, das mit der Schuhfabrik merken wir uns mal, und dessen Frau Catherine Schüring wurde mit 7 Jahren im Lycée du Prix Imperial eingeschult. Während des Deutschen-Französischen Krieges folgte 1870 eine Umschulung an einer französischen Eliteschule, wo er 1880 sein Abitur erwarb. Bereits zu dieser Zeit zeigte sich sein künstlerisches Talent. Vom November 1881 bis November 1882 leistete Méliès Militärdienst. Er hoffte anschließend die Kunstschule besuchen zu dürfen, was ihm jedoch sein Vater untersagte. Um sich auf die Arbeit in der väterlichen Manufaktur, also in der Schuhfabrik, vorzubereiten und seine Englischkenntnisse zu verbessern, wurde er 1884 für ein Jahr von seinen Eltern nach London geschickt, wo er den Geschäftsfreund seines Vaters besuchte und dort arbeitete. Da seine Sprachkenntnisse noch nicht genügten, Vorstellungen im Sprechtheater zu verstehen, besuchte er hier regelmäßig die magischen Vorstellungen der Egyptian Hall und Jean-Neville Maskelyne, und Méliès entwickelte eine Passion für die Zauberkunst. Sein Vater zog sich 1888 aus der Manufaktur zurück. Méliès verkaufte nun den Teil des möglichen Erbes an die beiden älteren Brüder. Vom Erlös erwarb er das Théâtre Robert Houdin. Die Geschäfte am Theater gestalteten sich, gerade zu Beginn, schwierig. Bis 1898 erzielte Méliès einen Gewinn. Das Programm bestand aus Zaubervorstellungen, kurzen Feerien, Pantomimen und der Vorführung einiger Automaten, die Méliès zusammen mit dem Theater erworben hatte. Die Brüder Lumière hatten über dem Theater ein Atelier gemietet. Brüder Lumière dürfte ein Begriff sein. Lumina. Am 28. Dezember 1895 sah Méliès eine der ersten Vorführungen des Cinematographen. Den Verkauf des Apparates an Méliès verweigerten die Brüder Lumière mit der Begründung, der wirtschaftliche Erfolg dieser Erfindung sei unklar und die eigene Verwertung solle so lange laufen,
wie ein Interesse des Publikums bestehe. Also die Lumière, Erfinder des Cinematographen, wollten ihm den Apparat nicht verkaufen. Sie wollten das wirtschaftlich ausschlachten, was ja verständlich ist. Méliès reiste daraufhin nach England, wo er von Robert William Paul einen Projektor, einige Filme von Edison dürfte auch ein Begriff sein, und unbelichtige Negativfilme kaufte. Am 4. April bereits 1896 eröffnete Méliès sein Theater Robert Houdin neu als Kino. Er kaufte bald einen weiteren Projektor und baute den von Paul in eine Kamera um. Zusammen mit den Geschäftspartnern Lucie Rouleau und Lucie Cosson ließ Méliès im September 1896 einen Millet-Rouleau Cinegraphen patentieren. Er hat sich selber eine Videokamera gebaut. Im Sommer 1896 drehte Méliès seinen ersten Film mit dem Titel Une partie de cartes, eine Partie Kartenspiel, der einem gleichnamigen Film der Lumière stark ähnelte. Also wurde damals schon Erfolgreiches kopiert. Finde ich sehr spannend. Anschließend filmte er zuerst nur kurze Aufnahmen von alltäglichen Szenen, ergänzte sein Repertoire aber bald auch um inszenierte Szenen, den sogenannten Scene Composé. Seine Filme zeigte er nicht nur im Theater Robert Houdin, sondern vertrieb sie auch an Jahrmarktskünstler, die sie zusammen mit Attraktionen vorführten. Also das, meine liebe Zuschauer, der kurze Einblick, wie das entstand mit der Filmemacherei. Er war fasziniert davon, Theater lief nicht gut, hat sich eine Videokamera selbst gebaut, ist los und hat gefilmt. Und es wird noch richtig spannend. Und jetzt schauen wir in den ersten seiner Filme rein, von 1896 und anschließend von 1898, wo er seine ersten Zaubertricks zeigt und das gefilmt hat. Und vielleicht kommt es ja auch drauf, wie er das gemacht hat. Also, viel Spaß. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mich fasziniert dieser Mensch. Die Kreativität, der Einfallsreichtum. Wenn ihr Bock habt, ich hätte richtig Lust darauf, schreibt es mal bitte in die Kommentare rein. Dann will ich die Serie fortsetzen, weil er noch so viele faszinierende Sachen gemacht. Auch ganz bekannte Filme, die wir sogar kennen. Freut euch drauf. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen.
Ich freue mich drauf.